Im Namen von der Familie heute ich hier alle sehr willkommen. Mir ist es immer interessant um zu denken, dass der Tod, der trennt uns und der Tod bringt uns taub. Ich stelle mir so vor, wenn die als Familie bloß hatten mal wollten taub kommen, das wird meist nicht in Passen zu kriegen gewesen, nicht einmal allem das passt. Aber wenn wir einmal so steht, dann haben wir Zeit, dann lassen wir liegen. Wir haben unsere Familie auch all mehrmal belebt, dann einmal hastig lassen wir mal alles liegen. En voor mal familie, met de familie taub. En so wir heiten uns hier sehr willkommen, auch die von der Familie, die sind von wieder aufgekommen. Wir freuen uns, dass die hier sind und wünschen ihnen Gott seinen Beistand. We'd like to welcome all of those who are on live stream. If you are in a different country and you couldn't be here, we thank you that you tuned in, and we just pray that you would also experience God's peace. Wir werden noch taub beten. Himmlischer Vater, vielmal Dankeschön, dass du uns Vater bist und dass wir uns auf dich verlassen können. Und Herr, wenn so Dinge passieren, die dauert das weh, aber wir wissen auch, dass wir da alle hingehen und wir wollen da hin, wenn wir wollen bei dir sein. Und ich danke dir für die Familie und bete bloß, dass du uns durch das Tag beistehen. In Jesus' Namen. Amen. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr.
streichst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. O Herr, mein Gott, bemerk besäuen Wunder, wo du die Welt in deiner Ohnmacht lügst. Ich sei dich stets, ich hier und Lüder umlehn, die ganze Schöpfung redet von deiner Kraft. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. In wann ich denk, wo Gott sein einziger Sinn jäuft, schackt down und kriezt, kann doch nicht verstehen. Dort heu und kriezt, ganz wahrlich wird Lieden, heu bladen Stoff, tu meine Sinn betun. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Van Jesus Kind, met dort Trompeten scholen, nehmt meine Hüst, bevor mein Hort wird sein. Ich bin wie du, in Däumut vor mein Radar, in Raub dann üt, mein Gott, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du.
gropest du. Dan singt min hårt, min rara gott nå du. Hvor gropest du, hvor gropest du, hvor gropest du, hvor gropest du. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine.
Einmal, wenn wir an Tod denken, dat fällt sich nur so eng, oder dat fällt sich nur das letzte Kapitel. Aber Tod ist nicht das letzte Kapitel. Und wenn ich an den der denke, ich habe ein klein bisschen geleerd in den letzten Jahren ein paar. Und heute freut sich, zum Haus gehen. Ich habe volles Vertrauen, mit was ich mit ihm geredet habe, dass heute kann Jesus als sein persönlicher Erlöser. Und besonders für eine Person, die Jesus kennt, ist der Tod niemals das eng. Ein von den, ich soll nicht sagen ein von den, aber der Grund von uns ganzen Glauben hängt auch von der Auferstehung. Und ich will ein bisschen reden an der Auferstehung von dir. Im Psalm 90, Vers 12, Psalm 90, das ist ein Psalm, was Moses hat geschrieben, und dort wird die Zeit, wo Israel abgereist wird von Ägypten und Kanaan, und dann aber, wenn sind in der Wüste, mussten sterben. Und ich stelle mir für Moses, haben wir vielmal an einen Grab, wenn wir tausende Menschen, die in der Zeit sterben. Aber dann schreibt der Psalm 90, und dann schreibt er da ein Vers, in Vers 12 sagt, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Und das hier, dass wir klug werden, hat zu tun mit, dass wir uns heute merken für Ewigkeit. Und wir wissen alle, wir werden sterben, aber um zu friesen hat sich heute gemerkt. Und heute freut sich für den Tag, wenn er wird bei Jesus sein. Und ich hatte volle Vertrauen, ich dachte erst, das Bild hier, ich checkte so freundlich auf das Bild. Das gibt mir ein Bild von wo er von der aus. Nicht? Er mit seinem Körper ist hier, aber er lebt, seine Seele lebt wieder. Und wir wissen nicht ganz korrekt, wer das an der anderen Seite ist, aber ich stelle mir dann so ein Bild vor, dass er checkt ganz wirklich von Horten freundlich. Als Jesus sein Freund Lazarus starb, dann kommt Jesus nur die Schwestern und sie sind ein bisschen unzufrieden, dass er nicht an Titus durch war. Und dann in der Vertal mit den Schwestern, dann sagt Jesus dit in Johannes 11, Vers 25. Jesus sagt ich sehe die Auferstehung in das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wann er gestorben. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du dort? Na, wenn jetzt so ein Vers steht, der merkt kein Sinn, wenn es nicht eine Auferstehung gibt. Und wenn ein Mensch gestorben ist, dann steht er dort. Und Jesus sagt, wer gestorben wird leben. Und wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Und das ist ein interessanter Weg von Reden. Aber weißt du, das dient nur der Auferstehung. Jesus redet von einem Bett mehr, als bloß, dass er Lazarus zurückbringen in das Leben an. Na, wir wissen, er hat Lazarus abweichen von Tod, aber dass wir bloß in das Leben an. Aber die Auferstehung, was umkommen ist, die Auferstehung, was Jesus belebt und die, was wir wollen beleben, das ist eine Auferstehung in das nächste Leben an. Das ist nicht eine Auferstehung zurück, nur das alte Leben. Und so diese Rede, was Jesus mit den Schwestern hier hat, wenn wir bloß mal gut so danach gehen, und jetzt im ersten und verdreht reden, dass wer stirbt, der wird leben, und wer läuft, wird niemals sterben. Lazarus wie gestorben. Und die Friesen ist gestorben, so das merkt ihr gleich sein. Sonst dort, wer an Jesus läuft, der wird nicht sterben. Aber Jesus redet von einem geradenen Bild. Wir sind einmal in dieser Welt und wir sein, was hier nicht groß ist. Aber Jesus redet von der Ewigkeit. Er redet von nur das Leben. Und da kommt eine Auferstehung. Ich stelle mir das vor, für Jünd ist es mit unverhofft. So ich al zei, einmal, wenn die hadden vielleicht eine Familie top kommen, das geplant, da wird halt lang gedauert, um alle top zu passen. Aber dann einmal hastig, dann ist wir gestorben und dann lassen wir alles liegen und dann fahren wir. Unverhofft, aber einmal ringt das Phone und dann ist eine Person weg, was du in der Familie, was du live hast. Und dann stelle ich mir so vor, je haben ihn vielleicht verteilt. Und ich weiß, some von ihnen haben ihn verteilt. Ich habe mit ihnen geredet, von was sie vor dann noch zu lassen. Oder wo wir da in der letzten Stunde. So eine Dinge sind uns dann einmal wichtig. Aber weißt du, er wird einen Tag abstehen. Wir bleiben nicht immer im Grab. Das ist eine von den großen Versprechungen von der Bibel. Jesus stond selbst ab und wir wollen auch abstehen. Und sag mal, was Versen lesen in 1. Korinther 15. Da redet Paulus von, wo das in der Auferstehung wird sein. Er fängt also steht an in 1. Korinther 15, Vers 40. Da sind himmlische Körper und irdische Körper.
dort wat am himmlische Körper schein ist, als wat anderes, als wat am irdische Körper schein ist. Nou weet je, wanneer we hier leven in ons irdische Körper, wie weten goed dat das Körper, die wordt älter, die wordt schwacher en die wordt sterven, aber doch, da we alles aanwenden wat we kennen, om das Körper verschonen. En mij is het immer interessant, wanneer ik naar mensen kijk, en ik stel me voor, ik wil niets anders zijn, aber wenn ein Mensch einmal krank ist, wir sind wirklich uns haben Gott Hand zu geben, um uns Körper, was wir hier haben, um den gesund holen. Und er sagt, das ist ein himmlischer Körper, ein irdischer Körper, aber die Scheinheit an diese zwei Körper ist verschieden. Und weet je, da was hier Schein ist an das Körper, und wir gleichen uns Körper, wir bedeihen den, wir holen den gesund, so gut wir können, wenn das, wo wir werden, wohnen sozusagen, nicht? Aber er sagt, der irdische Körper, da wird anderes, was an den Schein sein. Wir wissen nicht, krank wird es sein. Wir können uns mal holen, nicht? Wo wird es dort sein? Wo wird uns looten? Wo wird Horhand durch? Oder so eine Dinge. Spaß machen wird von, nicht? Aber was von uns merkt es wirklich, wo wir dort sind. Wir wissen so viel, da wird wundervoll sein. Und wir wollen so sein, als Gott uns gemerkt hat. Und so wir sind wirklich in das Körper viel zu stärken, viel Geld zu stärken. Wir wollen den so gut holen, als wir können. Aber das ist bloß für diese Welt. Die Bibel ist klar, dass Fleisch und Blut kann nicht Gott sein Recht erben. Und das, wo ein Mensch stirbt, wenn der Körper bleibt hier, da wird nie ein Körper abstehen. Er sagt wieder in Vers 42, so wird es doch sein, wenn der Tod ist abstehen. Der Körper, der gesagt wird, muss vergehen, aber der, was vom Tod absteht, wird bestehen. So das Körper, was wir von dir begraben, der wird vergehen. Der Schrift ist klar, dass jetzt trainiert, aber der wird nie ein Körper abstehen. Und einmal Menschen, die nicht an Gott glauben, sie wollen ihr Körper verbrennen, weil dann wollen sie nicht in eine Auferstehung, was Gott endlich fing. Und Gott wird empfangen. Weil Gott mögt den ersten Körper ebenfalls von Stoff, sagt der Schrift. Und so Gott wird empfangen. Aber wir wollen nie einen Körper kriegen. Jene Papa, der wird älter. Sein Körper wird schwacher. Und, aber dort in der Verstehung, du hast nie einen Körper, das ist ein starker Körper. Ich wundere einmal, wie alt wir im Himmel sind. Na, ich weiß nicht, vielleicht haben verschiedene alles. So Menschen leben, wir waren so 21 irgendwo sein, wo ein Mensch sozusagen das ganz Vollste aus dem Leben hat. Das ist das Stärkste, das Gesundste, so eine Dinge ist dort. Aber ich weiß nicht, was ein Unterschied merkt. Aber wir wollen dort sein, so ist Gott uns was merken, in den neuen Körper. Und das wird wundervoll sein. Er sagt wieder in Vers 43, was geringet, was gesagt, aber was von dort absteht, wird herrlich sein. Was gesagt wird, ist schwach, aber was abstehen wird stark sein. Und ich glaube, ich kann mit dem mitfeilen, mit was geringet und was schwach ist, das ist es hier ist. Der Körper, unser Körper, der wird so leicht krank, wir können uns den Arm brechen, das Bein brechen, das fällt sich so, das ist ein schwacher Körper, was wir hier haben. Wenn wir viel Geld und dann stecken in solche Wellen verschauen, in solche schmacklosen Wellen und all so eine Dinge, aber das ist ein geringer Ding hier, der wird älter, der wird schwacher. Und das ist ein Ding, wo wir vielleicht meistens nicht mal an denken wollen, dass wir alt wollen es nicht mehr bedeuten können, all so eine Dinge, da wollen wir nicht mal an denken. Aber das wird handelt. Und so er sagt, was geringet, was gesagt, und das, was wir von dir begraben, das ist, was geringet, nicht in den Sinn, dass es mit den Daten nur schwerer wird, aber was geringet, wenn das Körper, der verjährt. Und dann sagt er, der wird herrlich sein, was absteht. Der wird ein herrlicher Körper sein, wo immer der wird sein. Das wird schwach. Und die Friesen, die wir schwach zu lassen. Sie können einmal meist nicht noch so erschaffen oder so eine Dinge. Aber dort wird es stark sein. Wenn wir hier nu von der Begrafnis haben und wir begraben den Vater, den heilige Lebenszeit gekannt, das gibt gemischte Gefühle. Du hast eine Trennung, so ich sehe. Aber du kannst noch mal wieder ein Taub kommen. Dort sind sie große Versprechen, was wir von Gott haben. Und so das, was wir von der Fern haben, dort ist gering. Aber dort wird sein, wenn die Todesfallen abstehen, da wird herrlich sein, da wird wundervoll sein, da wird stark sein. So in der Auferstehung, jene Papa wird herrlich sein. In der Auferstehung, da wird wundervoll sein. Und dort haben wir uns meist nicht mit uns kleinen Menschenverstand bedenken, was really wird sein. In Vers 44 lesen wir wieder, da wird ein fleischlicher Körper gesät, aber da wird ein geistlicher Körper von dort abstehen. Wenn dort einen fleischlichen Körper jaft, jaft dort ein geistlicher Körper.
Na, das Körper hier, das ist Fleisch, das haben wir bekannt. Jan Körper sagte, das ist jässlich. Na, das meint nicht, dass ein unsichtbarer Jäs, das ist nicht, wo ich von rede. Jesus ist uns beste Beispiel, uns einzige Beispiel, von wo ein abgestoßener Mensch dort wird looten. Und wenn Jesus ist wie von dort abgestoßen, hat wir nicht ein Jäs. Er sagt zu seinen Jüngern, ich sehe nicht ein Jäs, fut mich mal an, ich habe Fleisch und Knirkes, gebt mir mal was zu essen. So haben wir ein Mensch, aber haben wir abgestoßen in das neue Leben an. Jesus, hij brukt nicht mehr deren und Wegen und alles, like bloß bei einmal puff, dann wäre er da und dann wäre er wieder verschwungen. So, da wären Dinge anders, aber da wären noch Dinge korrekt so. Und Jesus, mir ist das interessant, hij wird da mehr, eins Morgens, die Jünger hatten je fast nichts gekriegt. Und dann haben wir Frühstück mit seinen Jüngern. Wie wir ein paar Jahre in Israel. Und dann wir da kriegen auf der Stadt, wo sie glauben, wo das passiert. Und da war mir sehr interessant, dort zu sehen und zu denken, dort wurde das direkt tun. Und da hatten sie Fest. Und Jesus hat hier ein Vier mit Fest. Da war alles nur die Auferstehung. Haben wir ein Mensch, haben wir eine Person, oder haben wir eine Person. Und so wird uns Körper sein. Wir wollen nicht unsichtbare Gäste sein, oder einmal haben vielleicht Bilder gesehen, was wir gemalt haben von Engeltjes mit Flechten irgendwo auf den Walden setzen. So wird es sein. Wir wollen Menschen sein. Ich denke immer so, da wollen wir schon mal so recht Karnakern. Aber ich weiß nicht, wir wollen Karnakern. Aber weißt du, der Himmel ist ein wundervoller Stadt. Und das hier ist really eine feine Stadt zum Sein, wenn ich Himmel alle bei sich aufnehmt, wo wir schleifer sein, das krieg hier. Und dann an denken, dass Jesus wird hier mit uns sein, er wird auf der Welt leben. Das wird herrlich sein. Das was ich versucht zu sagen. Von der ist es traurig, von der begraben in geringer Körper, in schwacher Körper, von der begraben in irdischer Körper, fleischlicher Körper, aber da wird ein wundervoller, herrlicher Körper abstehen und beim Herrn sein. In 1. Korinther 15,47 lesen wir wieder. Der erste Mensch wird von Stoff von der Erde, der zweite aber vom Himmel. Er redet von Adam und von Jesus. Adam kommt von der Stoff von der Erde, dort wird das Körper 300, Jesus kommt vom Himmel. So ist die, die von der Erde genommen sind, auch die anderen, die von der Erde stammen. Und so ist die himmlische sind auch die, die vom Himmel stammen. So ist wie dem, die von der Erde liegen, so wo wir auch dem, die vom Himmel liegen. So hier in dieser Welt liegen wir Adam. Und Körper ist es, sehen wir, irdische Körper wird verjährt. Aber dort liegen wir Jesus. Dort, wo wir so einen Körper haben, aus Heu von der haben. Und wir wollen arm liegen. Nu liegen wir Adam, und dann wollen wir Jesus liegen. Darum meine ich, dass uns das so sieht unbedingt, wie aber die liegen den Mensch. Das ist nicht, wo das von redet. Aber unsere Körper sind überein. Die kommen von der Salz hier steht sozusagen. Und so wird es dort auch sein. Vers 51. Horch einmal her, ich sage euch in Geheimnis, wir wollen nicht alle sterben, wir wollen aber alle verändert werden. Dort wird plötzlich kommen ein Augenblick, wenn der letzte Trompet blusen wird. Der Trompet wird geblost worden und die Toten werden abstehen, unverweslich und wir wollen verändert werden. Da kann ich mal sagen, ich wünsche, ich lebe, wenn das passiert. Weißt du, was Paulus hier schrift, ist, dass wenn Jesus zurückkommt, wir wollen nicht alle gestorben sein. Du sind Menschen, die hier leben. Und die, die hier leben und die gläubig sind an Jesus, die wollen in einem Augenblick verändert worden. Einmal hast du nie einen Körper, dein Körper ist ein himmlischer Körper geworden. Aber hier wird alle gering und schwach und irdisch und fleischlich. Und aber einmal ist ein himmlischer Körper. Und die, die sterben, die wollen abstehen. Wir wollen die Verse nicht lesen, aber in Thessalonik, da redet Paulus von, dass die, die in Christus gestorben sind, die wollen abstehen. Und dann, wo wir, die noch leben, mit einem Taub Jesus in der Welt begegnen. Und das ist, wo Paulus hier auch von redet. So, du kommst ein wundervoller Tag. Und die Menschen grüßen sich, wenn Jesus wird zurückkommen, aber wo wir hin? Wenn du Jesus kennst, das ist der ganz herrlichste Tag, was es gibt. Und die Körper wird mit einem Augenblick verändert worden. Wir wollen Jesus begegnen und wir wollen bei ihm sein. Dann sagt er wieder in Vers 53, das ist so, dass was verwesen kann, man dort antragen, was nicht verwesen kann. Und das, was sterben kann, man dort antragen, was nicht sterben kann. Dann wird das Körper, der kann verwesen, der kann vergehen. Wir wollen ihn begraben werden, wir wollen ihn euch holen. Aber der, was dort ist, der wird niemals vergehen. Das, was hier sagt, das Körper, der stirbt, aber ja, Körper stirbt niemals. Und so das ist ein Unterschied in die Körper, was wir wollen haben. Vers 54. Aber wenn das wird verjährt, dort übertragt wird nicht verjährt, und wenn das wird stirbt, dort übertragt wird nicht stirbt, dann wird es wirklich so sein, als dort geschrieben steht, der Sieg hat den Tod abgeschluckt.
Dan weet je de dood, van jou dat wij, van jou dat de dood traan. Maar dort, wo die Körper niemals mehr verwesen wird, wo die Körper niemals mehr stirbt, du hast nicht mehr dood. Du hast kein, in der neue Welt ist kein Grofhof. In der neue Welt, wo wir nicht brücken Menschen begraben, wenn wir wollen leben, uns Körper wird leben, so ist Jesus sein Körper lebt. Uns dood ist nicht verspielen, aber ein Gewinn. Wir denken vielleicht immer okay, um zu friesen, das ist nu dood, nu hat er verspielt. No, der hat nicht verspielt. Der hat nu gewonnen. Wenn heute kann Jesus. So eine Menschen, die nicht Jesus kann, die verspielen. Die verspielen alles. Die verspielen das herrliche Körper, die verspielen den Himmel und die Ohren, die Verdammnis. Aber wenn wir Jesus kann, dann haben wir die Sicherheit. Dann können wir sagen, ich will mit Jesus top sein. Wenn ich kann Jesus, er ist für mich gestorben, er hat für mich Tod betont. Und ich will mit ihm top leben. Na, die wollen die dort missen, die wird nicht mehr so manchend sein, wenn die top sind, als Familie, die Stall, die Slarig, diese Dinge, die dann wollen. Aber denkt daran, dass der kommt ein Tag, wenn die Stelle waren alle waren voll sein. Und wir weten nicht, korrekt, als ich sage, wir weten nicht 100% korrekt, wo das dort wird sein. Aber denkt ihr mal nach, all die Familie waren top. Ram ein großer Dash dort im Himmel, in Eden. Und alle sind zu tun. Das wird herrlich sein. Aber wir weten, dass wer du hast, der hat Jesus gekannt. Wer du nicht hast, der hat Jesus nicht gekannt. Und so Jesus sagt, ich sehe die Auferstehung in das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wann er gestorben. Und wenn wir uns dort zu Hort nehmen. Wer an mich glaubt, wird leben, wann er gestorben. Und um zu friesen, er glaubt an Jesus. Und dann kann wir von dem mit Gott sein Wort sein, er lebt. Wenn er ist beim Herrn. Sein Körper ist tot, aber er ist nicht tot. Und so, Jesus sagt, ich sehe die Auferstehung in das Leben. Wenn wir Jesus kennen, dann haben wir diese Auferstehung. Er ist abgestanden, er ging uns vorab. Er sagt, wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Hier lest han, dass der himmlische Körper, der wird nicht verwesen, der wird nicht vergehen, das ist ein geistlicher Körper, der wird nicht sterben, der wird für immer leben. Und so dann wird es so sein, was Jesus hier sagt. Auf dieser Welt ist es auch so. Wenn auf dieser Welt sterben Menschen, gläubige Menschen sterben. Und so dann ist es auch so, was Jesus sagt. Aber wenn wir an die Ewigkeit denken, dort, wo Jesus von redet, wer an mich glaubt, der wird leben. So die Schrift ist sehr klar, wenn wir glauben an Jesus, dann wollen wir uns treffen in der Auferstehung. Und ich denke einmal, viele von Ihnen weiten an sehen, starb 2 oder 3, sehr hastig in einen Plane Crash und wir müssen am Fergen, man wie taub sind mit der Familie, das haben wir leider still. Aber weißt du Gott, der Tag kommt, wo wir an waren begegnen. Der Tag kommt, wo wir alle am Tisch sitzen. Und so ist es mit Ihnen dort. Wenn die gläubig sind als Geschwister, die kennen Jesus, dann wird die Schrift Ihnen versichern, dass die waren in der Auferstehung begegnen. Und die waren, wie Frauen einmal, okay, wo wir uns kennen, dort in Jana sehen, und dort anders sind es hier ist, aber ich glaube, wir waren uns kennen. In ein anderer Weg vielleicht als hier, aber wir waren uns kennen. Das ist mein Glauben. Die Schrift sagt uns nicht so klar von dort. Aber dort, was hier ist, muss vergehen. Da, was dort ist, dort bleibt bestehen. Da, was hier ist gering. Da, was dort ist herrlich. Da, was hier ist schwach. Dort, was dort ist stark. Dort, was hier ist fleischlich. Dort, was dort ist jässlich. Das, was hier ist, kommt von Stoff. Dort, was dort ist, kommt vom Himmel. Dort, was hier ist, dort liegt Adam. Dort, was dort ist, liegt Jesus. Dort, was hier ist, dort kann verwesen. Dort, was dort ist, kann nicht verwesen. Dort, was hier ist, kann sterben. Dort, was dort ist, kann nicht sterben. Paulus schreibt in Römerbrief, er redet von das Divided in dieser Welt und dass Gott eindachtet, alle was treten. Ich will die Vers nicht alle lesen, aber er sagt in Vers 18, so steht, Römer 8, Vers 18, für mich zu besein sind diese Lieden nicht wird mit der Herrlichkeit zu vergleichen, der uns soll offenbart worden. Und weißt ihr, wenn wir hier Lieden machen, oder wir bangen uns hier, wir haben eine liebe Person verloren, der ist in Tod, das ist eine Trennung und wir begruben die. Das ist eine Sorte von Lieden, was in dieser Welt ist. Aber er sagt, dort bet Lieden hier, das je nicht mal zu vergleichen mit der Herrlichkeit, was dort wird sein. Und so ich will alle von uns Mut merken, dass wir klar haben, dass wir kennen Jesus.
Maar nu niet Jezus kent, du kannst von dir am im Glauben annehmen. Hij is voor ons gestorben, hij is voor ons opgestaan. En wanneer we Jezus kennen, dan is all dat zo voor ons, wat we hier von dir gelezen haben. Wanneer we Jezus nicht kennen, dan is nichts von dit zo. Für mich und für die. Dat staat nog zo, aber nicht für eine ungläubige Person. Eine ungläubige Person kann sich nicht verlauten, dass dort alle was so herrlich sind, als Verkehr sagt. Aber eine gläubige Person, was an Jesus glaubt, wir haben die Versicherung, dass er uns in Haus holen. Und wir wollen abstehen, wir wollen verändert worden und wir wollen immer bei ihm sein. Das Leben hier ist nicht immer so wie wir gleichen. Hier sind viele schwere Dinge, nicht bloß Tod, aber andere Dinge verlieren wir hier. Verschiedene Dinge passieren hier, Krankheit, was immer das ist. Aber der Tod ist nicht das letzte Kapitel. Und da will ich Hans jemand in Haus nehmen, dass der Tod ist nicht das letzte Kapitel. Du kannst noch ein ganzes Buch hängen dort. Und so das ist nicht das letzte Ding für uns zu friesen. Für das Körper ja, aber nicht für uns zu friesen. Und so du kannst noch verstehen. Und so wenn wir uns an Jesus holen, wir kennen ihn, wir haben ihn angenommen glauben, dann sagt die Schrift, dass wir an Jesus gleich haben, dass wir leben. Und wir wollen bei ihm sein. Wollen wir noch zu beten. Ziemlicher Führer, vielmal Dankeschön für diese Versicherung, dass wir wollen auf Verstehung begegnen. Herr, in dieser Welt sterben wir, dort wollen wir verlieren Leute, Personen ans Leben, aber dort wird es nicht mehr so sein. Und du hast uns versichert von dir, dass dort wird hier schwach und gering und wird stirbt, dort steht herrlich und stark und dort wird niemals mehr sterben. Und ich bete für die Familie, halb ihnen, dass sie sich an dort wollen holen. Und ich bete auch, wenn Söhne hier sind, die nicht persönlich kennen als Herr Leiser, dass sie die wollen annehmen, weil dann haben wir diese Versicherung, dass wir wollen bei dir sein. Dankeschön, Herr, für dass du mit uns bist und dass du uns verschalten. In Jesus' Namen. Amen. Wir wollen nu een Leid haben von der Familie und dann nur dort das Lebensverzeichnis von John. Vi vil hin Leute sehen, wo Chris Papa einmal will haben, wo wir sehen soll, wenn sie nachleben, dass wir den sie bastet Leute. China,
ik wil Pap zijn levensverzeichnis hier vertalen. Ons Vater, Johann Friese Leibe, werd Peter en Margareta Friesen van Campo 51 Chihuahua, Mexico, on 7 juli 1938 geboren. Toen was hij ook op, ging toen naar de school en heeft ook tot de laatste part van zijn leven doorgewoond. Hij traf en bevried zich met de lijf van zijn leven, Sarah Fout-Martens. Zij hebben 55 schöne jaren top gehad. Zij trokken ihre familie op en zou ihre Großkinder wassen, dat zij im September 2017 starf. Johann, zijn Vater, starf als hij nog maar 9 jaar oud was. En zijn opwasjaren heeft het veel zwaar met zich gebracht. Maar hij ging door de zware tijden aan geloven dat er weer betere tijden voor Al van jong aan vang aan dat schijn te gaan een vormer te zijn een maaltje. Een van de schijnste dingen wat hij doen kon, weer maaltje, weer tje maaltje. Ook als hij eerst 78 jaar oud was, hielp hij zijn zin door met, wanneer hij gelegenheid had. Hij ligt ook de stapen te bearbeiden. 3 weken eer hij starf, voer hij met zijn zin op een combine met. Dat ging am Säuerschein. Een paar jaar terug nam Papa Jezus als zijn persoonlijke heiland am hart aan en hij had bald een goed verhältnis met zijn haar. Dit heeft hem werkelijk veranderd. Hij leeft Gottes woord en de radung aan Christus war das wichtigste ding aan zijn leven. Niet bloos voor zichzelf, aber hij wie ook bezorgd dat de mensen rondom de radung worden krijgen. Ook zijn familie. Hij beet immer voor een iedereen en zijn familie dat die worden geraad worden. Hij wordt ons veelmaal helpen dankbaar te zijn voor het kleine leven wat ons weergegeven wordt en voor al die zegeningen aan ons leven. Hij wordt ons ook zeggen dat wanneer we verzacht worden, dan zal we den zoeten uit evalueren waar er staan en die worden matten van ons vleien. Ging dat schijn nu de Altenheims voort om de oudere mensen helpen Bibel lezen en het van Jezus vertalen. Pa als körperlich veel te gezegd worden. Hij had een schwer aan de mouw. Hij moest laten zich reopereren. En hij heeft aantal hartslagen gehad. Den 1. November 2021 s'avonds werd hij en hij had waar een hartslag. En hij roep Willy aan om hem weiter laten. Willy leidt voets Jacob weiter en hij voert dan Sven doorheen. Willy blijft om phone met Papa, met Jacob, met door weer. Dan hangt hij dat phone op. Jacob en Papa hadden door nog even een paar zaken gereed. En dan vang Johann zelfs aan te beden. Hij werd over te zwak en Jacob zei, Jezus heeft die aangenomen, dat is vorig. Als hij deze verzekering keert, leidt hij nu in puus vredelijk klok 8 met 30 bij hem zijn laatste. Dat alle wat hij erreicht heeft zijn 23 jaar, 3 maanden en 25 dagen. We hebben de volle te verzekeren dat hij is nu bij Jezus, zijn heiland. Zijn ouderen, zijn vrouw, alle geschwisteren, 2 Großkinder en 4 Urgroßkinder zijn voor hem aan de eeuwigheid gegaan. Hij laten zijn dood te treuren. Aber je zijn zoveel goede te behouden van hem. Zijn 6 kinderen, Peter en Sarah Friesen, Helena Cornelius Nieuwsteer, Judith en David Obrams, Jacob en Tina Friesen,
Maria en Hans Dertsen, Willy en Nicole Friesen. 25 grootkinderen en 29 grootkinderen. Zo weet het staat. En mij ook om een klein beetje te vertalen wat van de schöne tijd wie met aan beleefd ha. Dat is de laatste paar jaar, hij weer vermals schaftig en hij lijkt zei van God zijn woord te vertalen. Dat interesseert hem zei. En interesseert het zei met mensen te vertalen wanneer dat kan. En we hebben verten uit de Bijbel gereed. Hij had dan irgendwo wat je hiet of je leest en dan vroeger menigmaal eens ik wist hoe dat geschreven stond. En dat je hem eenmaal kunt uithelpen. Zag me aan staat en dan teken dat ik den falsch doe. Ja, en hij zei immer, hij wil lijken eenmaal wanneer hij nog mal plaatselijk sterven kan. Dat hij niet nog lang durft krank zijn, dat zich met arm durven zijn, ramboderen. En dan zijn wens ervuld worden. Hij zei, hij had God door hem gebed, dat hij wordt nog mal hurtig sterven. En dat heeft zich zeer aangenomen. Fijn, een hartslag. Wat hij had dan, ja, allemaal niet dat we aan waarschuwen, hij wordt sterven maken. En dan kunnen we hem bereden dat hij dag voer en hij wordt nog waar beter. Ze merken aan de ouderen op en hij kan zich nog waar alle verholen. Later heeft hij nog troubles gehad met de meer beter. En we nu had hij mijn broer gevonden, dat we hier en ik voor de hanen. Wat we ons toen nog onderhielden, ik vroeg hem. Wat aan wie? En dan zei hij, dit wordt een hartslag geven. En daar zei op een braswei. En een hein en een kop. En hij zei, ja, dit moet je metnemen. En ik vroeg hem, zei je uit, want je bent eenmaal sterven worden, maat nu. Hij zei, ja, ik zie ganz right. En dan zei hij nog, en hij weer ganz zat hier bij je, en weer niks meer schuld. Wir dort nicht schauen, allein sein, zei hij, dat wist überhaupt nicht, was sind wir. Dat ging nicht schön. En dan weer hier ganz en hij weer uit hem hier voort. Aber hij had een Paul thuis en het moet je de tong dat hij weiter met nul leiden. En wie ik vroeg hem, waar hij was weer en hij zei, dat helpt niet. Dat kan mir nicht eine Stunde online om nog toe gaan voor. So ik dacht, wie würden met luren, maar zijn wordt het juist. En vlees ik vroeg hem nog, zal ik beden voor jullie? Dan zei hij, ja, leider hang op mij in bed. So ik bed voor hem. Ik gaf hem even naar God en zei, ik laat hem los, want du dan hier eenmaal was voortholen. Maar wanneer niet was, ik weet, du am dan wirst noch waar hij gezondheid schijnt, aber die wel mocht passeren. En dan, bij eenmaal dan van hij om te beden, op luides. Dan heeft hij een langer gebed, dat hij weer rijdt. Want juist am holen wil, hij weer rijdt. Dan zal hij am holen. En wanneer nog irgendwas weer, hij vroeg hem vergeven. Dat hij ganz ohne Fehler weer, ohne Sünde. Hij wil rijdt zijn, want hij am holen. En dan bede du, dat wanneer hij te Jezus redt, verspreekt je doch. Wenn die komt, dan wordt hij niet rücksteiten. Dat is dat in Johannes 37, dat laatste part zegt. Wie dat niet 37? Kapitel 6, vers 37, laatste part. En dan bede ik nog zeggen, voor ons kan je alle een groot, kan je alles wat nu komt, schaf je dan ook maar niet weer verloren gaan. Dat God dan ook maar alle zal helpen, dat alle kunnen zeilig worden. Zo we gingen dan een naadstutje daar. En dat gebed zei dan nog, en die noem ik heb zoet van uitdrijven, want hij ons trouwelt. En we zijn dankbaar voor dat we kunnen zoet van en juist die noemen voortschrijden. En dan zei dat gebed voor aan die geslagen wil hij naar de bootstoel. Help me naar de bootstoel, ik mijn vrouw weer doen.
En du, een bootstoel, ze is vorig had, zijn hier schaften dan. Wie hebt met de aangaan, hè? Dan kunnen vriend nog een beetje een twiebel merken, dan zei hij bloos, nu weet niet meer beden, nu bet je van mij eigenlijk naar de hal gaan. We kunnen met de bloos aan, Jezus heeft je aangenomen, dat is vorig. Ik leer een vriend praten, dat toen je naar bed, wil hem nu nog waar een beetje twiebelig merken, hè? En dat je bij je hit, waar je bed hoort. Dat hij nu rijdt, weer zum hier voetgaan. Ik zei bloos, dat is vorig. En du weer af, dan ik een woord gezegd, wij waren bloos schwach kan, wie brachte Gott Hubert, wie im Schlupfstuhl horen, war er 3 in Bad und wir haben ein Stückchen Baden, du hast ruhig, ganz ruhig angeschlafen. Gott sei Dank. Ik wil hier ook nog een paar dingen mitteilen. Wie komen we van der debatteren? Ik voel me raus gesagt, sehr schlecht, heel vroeg fertig. Wie horen dat zo? Je weet niet, een paar 2 Mal weg, dan word ik je empfohlen. En we gaan van veel dingen geredet, zoals Jacob heel zegt, dat God wordt wie hem zeer wichtig. Dat wordt Jezus, dat hebben we veel gehoord, dat heb ik. Zo veel gehoord, dat ik weet niet meer vergeten. Ik zie hem zo dankbaar dafür, dat hij mij dat zo schwab opleid. En de reden ik van der wil opkomen, dat heeft hij zo veel te mij gezegd. Ik wens de grote kinderen, die komen ook al aan mij heen. Was ik zei, wie wir dort in Manitoba, und sie haben wir hier. So, wir können dann nicht fahren, aber wir haben sehr viel gute Zeit gehabt über die Jahre. Haben wir uns viel von 3 Jahre geschrieben, das Jakob Pirkel sehen. Meine Schwester hat einmal Zweifel am Bett, und dann früher an mich, wo ich läuft, oder was ich dort anders läuft. Sondern hat ich einmal Kapitel abgesagt, und dann gab ich ihm Dinge zu lesen, und wenn ich am nächsten Mal fand, dann sagte er, ja, heute läuft das wird wohl stimmen, was ich ihm gesagt habe. Und ich habe hier, und ich weiß, das kann nicht mal das Spiel behandeln, wie ich dachte, ich würde das hier lesen von der Form. Das ist Psalm 63, das von Vers 2 bis Vers 4, da sagt das, O Gott, du bist mein Gott, den ich sehe. Meine Seele darst nur die, mein Körper haft ein Verlangen nur die, so aus utgedreht das Land nur Wutter haft. Ich sag die am Heiligtum und hab deine Kraft und Herrlichkeit gesehen. Willst deine Läuftuligkeit besser als das Leben, wo meine Lippen die verherrlichen. Ich war die Louvre, solange ich lebe, und an die Numen, wo ich meine Hänge abheben. Und ich glaube, dort stammt mit einem sehr gut bei. Dort will den verherrlichen, solange ich lebe, seine Hänge abheben. Ich glaube, das kriegt was er tut. Und ich würde bis mal zu sagen, ich will sehr viel wie zu mir. Was ich Montag den Fan kulturieren, ich war also gebetet von so lang. Und sie sagt, ich bin ihr Leis von ihnen weiter. Ich danke Gott so sehr dafür. Das hält kommt gut. Ich will bis noch einmal sagen, dass ich beim sehr Messer Viola. Aber ich habe einen Best Friend verloren, ich habe ein Bad zu sein. Ich sehe ihn, ich verspreche ihm da. Wenn er fragt, und er lernt wie, das wird okay sein. Ich würde auf sein Begrafnis die Großkinder, und er hat alle Danke helfen, weil er will haben, dass wir uns alle sollen dort begehen. So, ich habe ihm das versprochen, und ich dachte, ich würde das von der Daumen, wenn ich hier nicht rangehe, aber von der Mittag dachte ich, so würde ich den Zeit nehmen, um das bis noch einmal betonen,
Dan wil ik me nog zeer bedanken voor de multijd wat die ladies group gemerkt hebben, voor Pastor John, zijn service, en voor de singing group, en voor de church, en voor de PA system operators en alles. Een zeer hartelijk dankzijn van de Friesen family. En ja, dat is alles wat ik van u heb. Dit is zoiets als we dat gepland hadden. Ik wil bloß nog gleich te zeggen dat ik glaube, je weten dat als familie, aber dat je hier kan boven staan en van je dad zijn geloven reden, dat is een van de grootste geschenken wat hij je als familie heeft hängen laten. En zo, doet hij je levenstijd voor dankbaar zijn dat hij Jezus bejegend heeft op zijn weg als hij en dat hij heeft dat klooi had te laten. Dat is een zeer groot geschenk. Zoals hij al zei, de familie zegt een dankzijn voor alle wat dan verwikkeld was met het medewerkende begrafenis, voor al die maaltijden en alles. En toen was nodig, we waren een graf gefahren en door begraven. En dan waar we terugkomen, wat hier vastbaar zijn, want die wel, die zijn zeer aangeladen, ook naar een graf afkomen, want die niet wel kan hier blijven, maar we terug zijn. En dan waar we hier alle top nog een vastbaar gaan. We hebben je kleine vlaggen gegeven, wat je in je 40 zalen hebben. En wanneer andere zijn, wat ook een graf ervaren, bloß dat respecten, dat die voort wat de vlag aan hebben, die voeren voet hingen de dodenkwarten, die voeren het eerste. Dat we dat hebben en ook omdat ze op een weg kan zijn, dat dit is wat bijzonders. We waren de Aschersvrouwen, dat zij waren de mensen hier nog eenmaal voorbij leiden. En dan kan je nog eenmaal hier checken, wie waren vrouwen, dat die van jullie wat niet familie zijn. Dat je in een verleven aangaan en dan worden we de familie hier nog een klein stukje tijd geven alleen. Toen we het afscheid nemen hier als familie. Zo wie vrouwen, dat je dat worden respecten. We hebben nog eenmaal top beten. Himmlische Vader, dankzij voor het zeugnis van om te vriezen. En we danken dir dat u am hast een huis genomen. En ik bid voor de familie, dat zij worden in zijn voetstappen heranggaan. En dat zijn gebed wordt in ervulling komt, dat de ganze familie wordt die ving. En ze worden alle bij die zijn in eeuwigheid. We danken die in Jezus' naam. Amen. Dan wordt hier een slideshow gewezen worden, Bilder van om te vriezen zijn leven.